Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz zum Rückrundenauftakt zu Hause gegen VfL Wolfsburg. Und ja, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit gehen wir rein in den Bums hier. Morgen und ein frohes Neues allerseits Frohes noch, Neues. bevor der FC Bayern dann auch morgen Abend gegen den VfL Wolfsburg in den 16. Spieltag einsteigt der Fußball-Bundesliga. Es geht wieder los. Schön euch zu sehen mit an der Seite von Vincent Kompany und Max Eber. Wer stellt die erste Frage im neuen Jahr? Hier vorne rechts. Ich. Sky ist vorne dran. Carrie Hau, bitte. Ja, frohes Neues erstmal in die Runde, Herr Kompany. Die wichtigste Frage, ist Jamal Musiala wieder bereit für den Kader oder dauert es noch Das ist die wichtigste Frage, die wir haben, oder was? Wild. ein bisschen? Noch nicht für dieses Spiel. Wir sind nah dran, aber wir wollen diesen letzten Schritt jetzt auch nicht unbedingt so schnell wie möglich. Wir haben da auch keinen Stress. Wir haben keinen Stress, Leute. Wir haben 9 Punkte Vorsprung. Der Dortmund hat gestern nur unentschieden gespielt. So wie ich es gesehen habe, jetzt vom Ergebnis her war es ein wildes Spiel in der Schlussphase dann. Aber also es würde ein Unentschieden reichen und wir bleiben bei 9 Punkten. Also über was reden wir? So schnell wie möglich machen oder zu schnell machen. Das war diese Woche gut für ihn. Hat alles mittrainiert fast. Aber dieses Spiel kommt noch ein bisschen zu früh. Gleich nebendran Stefan Kumberger für Sport 1. Guten Morgen. Vincent, man merkt, es ist kalt. Wie froh sind Sie, dass Sie kein Trainingslager in der Sonne gemacht haben? Das wäre ja auch zumindest kurz eine Option gewesen. Macht es einen Unterschied, dass man sich in der Kälte vorbereitet auf ein kaltes Spiel? Es ist eigentlich keine schlechte Frage. Also es ist eigentlich keine schlechte Frage. Nein, weil dieser Gedanke kommt immer und ich habe früher in der Vergangenheit immer Wintertrainingslager gemacht, auch Trainingslager im Sommer immer. Dann war ich mal in Anderlecht und wir hatten kein Budget für Wintertrainingslager. Und dann haben wir einfach weiter trainiert in unsere normalen Bedingungen und alles hat gestimmt. Wir haben eine super Woche gehabt und obwohl die es manchmal gefroren hat und so. Und ich meine, manchmal in seinem eigenen Raum zu bleiben, ist auch nicht schlecht. Also Also für eine Woche, ja. Warum haben wir das immer gemacht? Weil wir Geld dafür bekommen haben. Ja, natürlich sind die Trainingsbedingungen besser bei, was weiß ich, 20, 25 Grad, schön, Sonne. Ja, wir müssen die Profis aber auch nicht nur pudern. Wa? So. Und wie es der Reporter schon gesagt hat, was bringt es dir, wenn du jetzt eine Woche weg bist, bei 20, 25 Grad trainierst, du musst erstmal hinfliegen, dann musst du wieder zurückfliegen und kommst hier an und hast -6, -7, -8. Dann ist es doch wahrscheinlich sinniger zu sagen, ja, man nimmt die Wetterbedingungen hier mit, ja, weil man ja dann auch bei diesen Bedingungen das Spiel hat. Also, ja, das habe ich eh nie verstanden, was das immer soll. Ich meine, Sommertrainingslager, klar, wenn du irgendwie 3, 4 Wochen hast, ja, dann ist das was anderes. Da macht es halt Sinn zu sagen, komm, abgeschottet, Spiele alle beisammen, zack, 3 Wochen. Aber selbst dann machst du es ja nicht so, dass du sagst, jo, wir kommen jetzt einen Tag bevor das erste Spiel ist, kommen wir zurück. So, und dann bist du ja auch schon wieder eine Woche hier, akklimatisierst dich, ja. So, das geht ja im Winter, du hast eine Woche. So, dann bist du die weg und kommst einen Tag vom Spiel wieder oder 2 Tage vom Spiel. Also. Wintertrainingslager in die Sonne ist mal schön. Aber ich glaube, man braucht ein bisschen mehr Zeit, als was wir hier haben. Wenn wir hier keine Zeit haben, dann bin ich lieber nicht noch einmal in Flugzeug, wenn wir schon so oft wegfliegen. Ja. Eine Reihe dahinter Mario Krischl für den Kicker. Guten Morgen zusammen, auch von mir ein frohes Neues. Vielleicht anknüpfen an die Frage zu Jamal Musiala. Wie sieht es denn beim Rest aus? Es haben ja auch in Salzburg ein paar Jungs gefehlt. Manuel Neuer, Fonzie Davis und so weiter. Ja, also Sascha, Fonzie, Jamal und Kimmich sind noch nicht dabei für morgen. Aber Manu ist wieder dabei.
Und ich habe 13-0 getippt. Leck mein Arsch. Wieder eins vorne, Julian Agadi für die Bild-Zeitung. Ja, jetzt könnte man ja meinen, das ist morgen eigentlich der perfekte Gegner für den Restart. Wolfsburg ist so ein bisschen so ein Lieblingsgegner, seit 22 Spielen nicht mehr verloren, 20 davon gewonnen, 68 Tore, also die Serie hält seit über 10 Jahren. Was spricht denn aus Ihrer Sicht dafür, dass die morgen auch weiterhält oder sogar ausgebaut wird? Nein, jedes Spiel ist unterschiedlich. Also ich habe nichts zu tun mit den Spielern, die andere 60 Spiele oder so und der Trainer und die Gegner auch nicht. Nein, jedes Spiel ist unterschiedlich. Die Stärke von Wolfsburg sind eigentlich sehr deutlich. Das ist eigentlich offensiv eine sehr, sehr gute Mannschaft, die auch Tore macht. Also wenn man schaut, wie viele Tore gemacht werden, da in die untere Wenn man dann aber auch immer schaut, wie viele Tore die kassieren, wissen wir auch gleich die Schwächen. Ne? Region im Moment ist es vielleicht 15, 13 Tore. Die haben 23 Tore gemacht und die sind immer torgefährlich. Und das haben die noch mehr gemacht in die letzten 5 Spiele auch. Und deswegen meine ich, es ist kein ungefährliches Spiel, aber ich sage das natürlich jede Woche. Aber was ich meine ist, man muss die Stärke von diesen Gegnern auch schätzen. Und wenn die eine Chance bekommen, werden die treffen. Und dann geht es natürlich über unsere Stärke. Ja, ist recht, wenn Manuel Neuer im Tor steht, ne? Und das möchte ich eigentlich gerne. Vor allen Dingen, wenn der jetzt wieder aufläuft und, ja, was? Was hat er? Hat er 3 Tage trainiert oder was? Und das ist dann wieder top. Ja? Gerne morgen sehen und in Wenn's jede auch 3 Bundesliga Tage spielen, sind, dass wir Alter. Katastrophe, in Alter. jede Bundesliga spielen, dass wir zu Hause einfach Junge. Bayern München sind und auch wenn der Gegner seine Stärke hat, dass wir dann trotzdem weiter unsere Spieler durch pushen. Nächste Frage kommt von Klaus Bergmann für die dpa. Herr Kompanie, Sie haben gesagt, Manuel Neuer ist wieder dabei, das heißt, er steht auch im Tor. Ja, Gut. Manuel Neuer steht immer im Tor, wenn er dabei ist. Das ist ja das Lächerliche. Bei Joshua Kimmich, wenn heute im Training Ja, alles gut das ist verläuft. Ja, klar, aber ich sage es trotzdem. ich komme auch eventuell morgen ins Stadion. Zu Joshua Kimmich noch die Nachfrage, wann rechnen Sie mit ihm wieder? Jetzt noch im Verlauf der englischen Woche oder sagen Sie, ich nehme ihn lieber jetzt noch was raus, weil wir haben so viele Spiele im Januar und dass er dann wieder richtig fit ist? Naja, es geht nicht nur über mich. Sie kennen Jo Kimmich, der will immer pushen. Und der wird nicht ein Spiel mehr fehlen, als was er fehlen muss. Aber im Moment ist seine Situation so, wie es ist. Und gut, dann müssen halt die anderen Jungs die Mannschaft helfen im Moment. Aber ich glaube, Ja, die Aussage sagt halt schon wieder alles. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem, das wir haben. Dass am Ende des Tages der Spieler alleine bestimmt. So, wenn Kimmich sagt, oh ja, es geht wieder, alles klar. Ob das dann wirklich so ist, spielt keine Rolle. Wenn Josh sagt, Feuer frei, dann ist Feuer frei. Ja. Und wie es gerade gesagt wurde, es wäre schon sinnig, wenn Josh jetzt sagt, am Mittwoch, ich weiß nicht, ich spiele Mittwoch oder Dienstag, wahrscheinlich Mittwoch, wenn wir Sonntag spielen. Ja, ich kann wieder, dann sollte Kompanie schon sagen, ja, top, Josh, hol dich mal noch 3 Tage aus und bist erst am Wochenende dabei. Ja. Oder vielleicht sagen, so, du bist die nächsten beiden Spiele noch raus, du bist dann erst dabei, dann hätte er noch 1,5 Wochen oder eine Woche. Ja. Das wäre vielleicht sinnig. Wird aber nicht passieren, ist dasselbe wie mit Manuel Neuer. Ja. So. Ist er jetzt auf einmal auch wieder da. Ja. Und wenn er da ist, spielt er halt auch. Ja. Auch da könnte man halt sagen, ja, alles klar, Manu, pass mal auf, machen wir noch eine Woche Pause, komm mal wieder rein, komm mal in den Rhythmus, lass mal den Jonas die ersten beiden Spiele. Ja. Macht man auch nicht. Katastrophe. wenn Jo zurückkommt, dann hoffe Aber das wird sich nie ändern beim FC Bayern. Das ist unter jedem Trainer bisher so gewesen. ich, dass dieses Problem definitiv gelöst ist und dann kann er wieder einfach seinen Fußball spielen und sonst bleibt das vielleicht ein bisschen länger in dieser Saison. Aber wir versuchen das zu lösen und im Moment geht es in die gute Richtung. Reihe 1 wieder, Stefan Kumberger, bitte. Max, du hast in Heidenheim und in Salzburg angedeutet, dass es Abgänge geben könnte. Sascha Boye war da ein Thema. Hat sich da was getan und seid ihr da aktiv, dass ihr dem Spieler einen Abschied ermöglichen wollt oder wartet ihr einfach ab, ob er mit Ideen auf euch zukommt?
Ich habe keinen Namen bisher in den Mund genommen. Ich habe auf Fragen geantwortet und das in einer allgemeinen Art. Und das möchte ich gerne so beibehalten. Wenn ein Spieler offen ist, sich zu verändern Da habe ich einen stylischen Pulli an, Max, oder? oder auch den Wunsch hat, sich zu verändern, dann muss man darüber reden. Es wird sehr viele Spieler geben, da würden wir sagen, keine Chance. Und es gibt den einen oder anderen Spieler, wo man eine gewisse Offenheit hätte. Und natürlich sondiert man den Markt, natürlich hat man sehr viel Kontakte. Und wenn dich eben einer fragt nach einer Position, die sie suchen, und wir hätten einen Spieler dafür, dann würden wir den auch den Namen ins Rennen werfen. Carrie Hau, bitte. Na, gleich hier bleiben. Auch eine Frage an Max Eberl. David Upamecano soll jetzt kurz vor einer Vertragsverlängerung stehen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das jetzt in den nächsten Tagen auch über die Bühne geht und dann auch an Herrn Wir geben noch keine Wasserstandsmeldung ab. Wir sagen es euch, wenn es soweit ist. Der hat immer noch nicht gerafft, oder was? Kompanie? Welche Entwicklung hat er aus Ihrer Sicht genommen jetzt in diesen 1,5 Jahren, seit Sie hier sind? Auch der Sportliche. Ja, sportlich immer das Wichtigste. Ich kannte Upa nicht vorher. Also wir haben jetzt 18 Monate zusammengearbeitet. Ich fand sein Anfangsniveau schon sehr hoch. Und natürlich weiß ich nicht, was vorher passiert ist, aber bei mir war er immer Führungsspieler und das wird er jetzt auch noch mehr, auch in der Kommunikation mit seinen Mitspielern auf dem Platz. Und einfach defensiv stabil, aber ich glaube, dass er auch am Ball vielleicht am meisten Entwicklungen hatte bei mir in den letzten 18 Monaten, dass er einfach auch am Ball sehr progressiv ist in seinem Spiel, dass er nach vorne spielt, dass er zwischen die Linie spielen kann und dass er sich auch jetzt in Kombination mit seinem Mitspieler sehr, sehr gut versteht. Upa ist nach meiner Meinung eine Spieler, die sich weiterentwickeln kann zu einer von den besten Verteidiger im Welt, aber der muss noch ein paar Schritte machen und wir machen das gemeinsam und genießen das auch. Ja, aus meiner Sicht die größte Weiterentwicklung unter Vincent Kompany für Upamecano ist einfach die Stabilität. Ja, dass nicht diese super krassen Formschwankungen und katastrophalen Fehler drin sind. Ja, und dass er halt auch nicht unsicher wird, wenn er mal einen Fehler macht im Spiel. Es passiert halt. So, ja, wir reden über Fußball. Fußball ist halt auch ein Fehlersport. Ja. Wenn Fehler passieren, entstehen Tore. So, ja. Und gerade erst recht bei unserer Spielweise ist es halt sehr, sehr auffällig, wenn ein Innenverteidiger mal einen Fehler macht. Ne? Und das sind ja so Sachen, die in Upa dann früher auf dem Platz super nervös gemacht haben. Ja, und das ist halt gar nicht mehr der Fall. Und das andere, was gehe ich mit, was er sagt, ist halt die Abstimmung. Ja, da sieht man, dass das viel, viel besser ist, die Kommunikation. Ja, und dass man ein bisschen, ja, ich glaube einfach auch das Selbstvertrauen, das ist ein Riesenfaktor, was ein Upamecano unter einer Kompanie einfach hat. Und ja, die Weiterentwicklung sehe ich auch so. Ja, es war natürlich früher auch nicht vorstellbar, dass guckt euch mal an, wo ein Upa teilweise rumläuft, ja. Und dass er sich halt auch mal die gefährlichen Bälle nimmt im Spielaufbau, wenn alles zu ist und so weiter. Das ist auf jeden Fall schon eine Weiterentwicklung. Aber wir ihn sportlich so einsehen oder einschätzen, wollen wir unbedingt verlängern, aber das ist kein Geheimnis. Auf die Frage, was in der Öffentlichkeit gesagt wird, ehrlicherweise die einzige Aussage, die zählt, ist die von Upa und seinen Beratern. Wenn ich in die Öffentlichkeit verfolgt hätte und all den Schlagzeilen, was zwischen Weihnachten und Neujahr, wo schon überall gesichtet und wo Gespräche und Bayern raus, Bayern rein, Bayern raus. Habe ich gar nichts von mitgekriegt. Darauf gebe ich relativ wenig. Das ist euer Job, den macht ihr sehr gut und ihr werdet wahrscheinlich eure Quellen auch haben. Aber alles entscheidend ist das, was Upa und seine Menschen um ihn herum, seine Vertrauten entscheiden. Und auf die Antwort warten wir. Wie gesagt, wir reden sehr, sehr viel. Wir lachen auch. Aber natürlich wünschen wir, dass es sich... Irgendwann ist das Reden auch vorbei, ja. So, irgendwann hast du es ausverhandelt und sagst, hier ist unsere Schmerzgrenze und jetzt Entscheidung. Ja, und da kannst du halt auch nicht dasselbe wie bei Manuel Neuer, kannst du auch nicht sagen, ah ja, komm, wir warten mal bis März oder April, Alter. Ja. Und dann bist du wieder in dieser Hängepartie. Ich meine, ich sehe es jetzt nicht als kritisch an, wenn Upamecano weg ist. Wir haben genug im eigenen Kader, das zu ersetzen. Aber jetzt auf
mal auf allgemein gesagt, dann hängst du da wieder und sollst innerhalb von einem Monat irgendeinen Spieler fix machen. Ja. Klar, wahrscheinlich hältst du dir immer ein, zwei Spieler so ein bisschen warm, ja, aber das ist halt auch nicht dann so das Richtige. Und die Spieler sind ja auch nicht doof. Die lassen sich ja auch nicht ewig hinhalten. Also auch da müssen wir mal irgendwo hinkommen, dass man sagt, pass mal auf, Ende Januar, zack, müssen alle Entscheidungen stehen, damit wir dann Zeit haben, ja, wenn das Transferfenster aufgeht, vorbereitet sind. Ja. Das ist eine Farce, dann immer zu sagen, oh ja, Ende März, bla, Ende Mai oder was weiß ich was. Also Für uns entscheidet, das ist außer Frage, aufgrund dessen, weil wir ihn sportlich so hoch einschätzen. Klaus Bergmann ist wieder an der Reihe, bitte. Einen Moment noch. Bei Manuel Neuer ist ja noch offen, ob er über die Saison hinaus weitermachen möchte, ob es auch der Verein dann möchte. Jonas Urbich ist jetzt ein Jahr hier. Wie hat er sich aus Ihrer Sicht entwickelt und würden Sie ihm sportlich, also beide, schon zutrauen, die Nummer 1 beim FC Bayern zu sein ab Sommer? Also. Ja, diese Frage ist, es geht zu weit weg im Moment von meinen Gedanken. Im Moment sehe ich die. Im Moment habe ich Manuel Neuer. Und wenn Manuel Neuer da ist, das ist ein Mann, der hat 120 Jahre Torwart-Erfahrung. Dann stelle ich den natürlich ins Tor. Ist auch scheißegal, wenn er mal eine Schwächephase hat und in 3 Spielen patzt. Ist egal, der braucht nicht seinen Platz fürchten. Der ist noch 120 Jahre im Tor bei uns. Dann hat er 240 Jahre Torwart-Erfahrung. Kombination Manu und Jonas als optimal für die Entwicklung von Jonas und auch für die Unterstützung von Manu. Manu hat auch selber Jonas schon sehr viel geholfen, auch nicht nur in den Momenten, wo Manu gespielt hat, aber auch wenn Jonas mal gespielt hat, und Jonas hat schon sehr wichtige Spiele gespielt. Wo hat Manuel Neuer denn Jonas geholfen, wenn Manuel Neuer gespielt hat? Hä? Was ist das denn für eine Logik, Alter? Was hat denn der Urbich davon, wenn Manuel Neuer spielt? Ich meine, der hat gegen Leverkusen im Tor gestanden in Champions League gegen Inter Mailand. Er hat das Spiel in Köln im Pokal auswärts, was auch nicht leicht war, gespielt, und noch andere Spieler. Dass wir Vertrauen haben in Jonas, haben wir schon gezeigt. Das müssen wir nicht mehr besprechen. Aber wie die Zukunft läuft, ist jetzt im Moment nicht meine Gedanke. Was wir jetzt haben, das ist im Moment optimal. Eine Antwort erwartet von mir? Also wir haben Jonas vor einem Jahr, geholt und das zusammen eben auch oder wissend, dass Manuel da komplett involviert war in die ganze Thematik, weil wir eben. Anders geht's ja nicht. Sonst hast du so ein Nübelding wieder. Ja, so. Anders geht's ja nicht. Du musst ja die Leute mitnehmen und pudern und ach, bitte, bitte, Manu, können wir das so machen? Aus der Vergangenheit wussten, wenn Dinge nicht so kommuniziert werden, kann es schwieriger werden und deswegen, das war 0,0 unser Ansinnen. Der Plan war ja gewesen, ihn im Sommer eigentlich dazu zu holen. Wir haben es dann im Winter vorgezogen, als dann die Verletzung von Daniel Perez war und von Ulle, der nicht verfügbar war oder weniger verfügbar war. Und das, was Vini sagt, wir sind extrem froh. 3 solche Torhüter zu haben. Wenn ich jetzt den Ulle mit dazu nehme, dieses Torwartteam ist eine unglaublich geschlossene Einheit, die untereinander sich helfen. Jonas profitiert unglaublich von den beiden, darf ich das sagen, Älteren. Ich wollte jetzt nicht was Flapsiges sagen, nicht das Falsche. Also von den Älteren, hört zu. Und auf die Frage des Vertrauens, also ich glaube, mehr Vertrauen, als wir dann auch ihm entgegengebracht haben und er es übrigens auch zu 100% gerechtfertigt hat, kann man als Verein wie Bayern München nicht geben. Also er kommt und relativ schnell hat sich Manu dann leider verletzt und er wird in ein Spiel hineingeworfen, was definitiv nicht leicht war, damals Leverkusen. Und deswegen das Vertrauen in Jonas ist groß. Wir trauen ihm unglaublich viel zu. Aber das, was Vini gerade sagt, diese perspektivische Entscheidung. Wir haben Vertrauen, dass er irgendwann bei Bayern die Nummer 1 werden kann. Sonst hätten es wir nicht gemacht. Aber jetzt in den Tagen, in den Monaten, die wir jetzt gerade uns befinden, ist das jetzt nicht die Entscheidung. Ja, irgendwann, ne? Wenn der Manu in 120 Jahren seine Karriere beendet. Entscheidende Frage. Machen wir noch 1, 2. Und dann müssen wir erstmal gucken, ob nicht ein Urbich dann schon wieder verbrannt ist, wenn er jetzt ewig lang wieder nur dahinter hockt.
wo man dann doch lieber sagt, ach komm, da verpflichten wir doch lieber einen neuen Torwart, der schon auf dem Level ist. Ja. Bei 3, Mario Kischel zunächst. Ja, noch eine Frage zu den Jungspunden, die jetzt auch dann in Salzburg wieder auf sich auch mehr aufmerksam machen durften, vielleicht an Max Eberl. Jetzt ist es ja so, dass so talentiert die Jungs alle sind, sie können natürlich nicht hier alle spielen. Und die Gap zwischen Regionalliga und Bundesliga ist ja bekanntlich ein bisschen sehr groß. Gibt es konkrete Gedanken, zum Beispiel bei Felipe Chavez, Javi Fernandes und so weiter, vielleicht im Winter noch was zu unternehmen, dass sie auf höherem Niveau in der Rückrunde Spielpraxis sammeln? Das Schöne ist, dass mit Christoph, Winnie und mir 3 verantwortlich sind, die immer über die Jugend eigentlich kommen mussten. Also aus unserer Vergangenheit als Trainer oder auch als Verantwortliche. Dementsprechend können wir das genau sehr, sehr gut einschätzen und sind da eben auch sehr, sehr behutsam, aber auch sorgsam, wie wir mit den Jungs umgehen. Alleine, wie wir jetzt dieses halbe Jahr bereitet haben. Lennart Kahl ist jetzt gerade der Rising Star und das ist so ein bisschen, das überstrahlt alles. Aber alle anderen Jungs, ob es ein Cassiano Kerler ist, ein Wisdom Mike, ein Chavez, Javi Fernandes, der jetzt ein Jahr lang verletzt war, wieder dabei ist. Und noch viele, viele andere, die immer wieder mit der Lizenzmannschaft trainieren. Das bedarf sehr viel Kommunikation intern in einem Verein, um auch den Spielern den bestmöglichen Weg zu ermöglichen. Das ist nicht einfach, das ist sehr viel Arbeit, aber der Arbeit stellen wir uns und über die freuen wir uns. Und es ist dann eben schön, wenn solche Spieler dann in Salzburg auflaufen und du hast Qualität. Du hast nicht nach dem Motto, wir haben jetzt vielleicht 2 Tore bekommen, weil die Jungen dabei waren. Nein, die Jungen sind dabei, als ob sie dazugehören. Und jetzt gilt es eben auch dann immer wieder bei jedem Einzelnen, wie man nennt das wunderschöne Wort Pathway, den richtigen Weg, den richtigen Schritt zu finden. Und da machen wir uns sehr, sehr viele Gedanken. Da ist natürlich ein Javi Fernandes zum Beispiel, der jetzt ein Jahr lang verletzt war, der schon vor einem Jahr eigentlich sehr weit war, jetzt aber ein Jahr fast raus war. Natürlich muss man da überlegen, ist jetzt die Regionalligamannschaft plus Lizenztraining genug oder sollte man ihn verleihen? Aber, das ist der entscheidende Punkt, wenn du als junger Spieler so lang verletzt warst wie Javi Fernandes, ist das alles Entscheidende, was passiert im Sommer. Das heißt, diese 4-5 Monate, die er jetzt hat, muss er spielen. Minuten. Dann bringt es auch weniger, wenn du dann ihn quasi zu einem großen Verein verleihst, wo er vielleicht nur auf der Bank sitzt oder vielleicht gar nicht im Kader ist, weil dann kann er bei uns bleiben. Dann kann er bei uns bleiben, bei uns unter herausragenden Bedingungen trainieren, könnte U23 spielen, um für diesen Sommer dann vielleicht vorbereitet zu sein. Für uns oder für einen anderen Schritt. Also, Entschuldigung, dass ich ein bisschen länger antworte, aber das ist, bei jedem einzelnen Spieler machen wir uns genau diese Gedanken. Deswegen lange Antwort auf eine kurze Frage. Wir machen uns Gedanken, was der beste Schritt für den Spieler sein kann. Aber Minuten, Spielen, steht über allem. Nicht der große Name, wohin ich mich verleihen lasse, sondern die Minuten zu spielen. Die zählen. Ja, wäre schön, dass man das dann auch mal auf den einen oder anderen Spieler, der aktuell in der ersten Mannschaft ist, wie so ein Jonas Obich vielleicht mal. Ja, spielen. Müssen wir einfach mal spielen. Ne? Brauchen Minuten. Ich stimme Ihnen natürlich 100% zu. Und natürlich ist ja aber auch, das muss man ja auch nicht extra erwähnen, dass das logisch ist, dass man für jeden Spieler individuell die Geschichte gestaltet. Ja? Auch der Spieler muss ja auch erstmal der Typ sein. Ja? Ich meine, gut, das wirst du ja als Fußballer immer sein müssen, dich mit neuen Umfeldern auseinandersetzen, etc., Umzüge und so weiter. Aber ja, man kann bei uns, man hat es ja jetzt an der NRK gesehen, ja, man kann sich auch entwickeln, wenn man auf ein sehr, sehr hohes Niveau trainiert. Ja, und dann halt, wie es Max Eber sagt, vielleicht in der Regionalligamannschaft spielt. Das wird individuell sein bei jedem, ja. Also ich denke auch, man sieht es ja auch beim Jonas Obich, dass der ohne viel Spielpraxis schon riesige Steps gemacht hat bei uns. Ja, der kam natürlich schon auf einem gewissen Level zu uns. Aber man sieht halt, dass er gerade dadurch, wie es auch Max Eber richtig gesagt hat, davon profitiert, von den beiden alten Säcken. Ja, so. Das ist aber auch irgendwann vorbei. Ja, ich denke mal, wenn du ein Jahr da bist und hast ein Jahr mit Manuel Neuer und Ulle trainiert, so dann ist auch irgendwann gut so. Dann nimmst du natürlich eine Menge mit, ja. Aber es bringt dir dann halt auch nichts, das 2 oder 3 Jahre zu tun. Ja? Irgendwann musst du dann halt mal da hinkommen und sagen, ja, ich brauche jetzt aber auch mal den Rhythmus, die Spiele. Nur um das mal an dem Beispiel zu nehmen. Dass man bei jedem einzelnen Jugendspieler schaut, ist das, wir reden über den FC Bayern, ja? Das verlangt man auch. Wir haben 70 Millionen in den Nachwuchsleistungszentrum gesteckt.
Wir haben da Leute sitzen wie ein Weinziel, der da der Koordinator ist. Da sollte schon für jeden einzelnen Spieler auch eine individuelle Planung bereitstehen. Also das sollte jetzt nicht überraschend sein. Dann ihr beide gerne nochmal. Carrie Hau beginnt. Ja, Herr Kompanie, nochmal zu Lennart Karl, der Rising Star, den Max Eberl gerade auch nochmal angesprochen hat. Da gab es ja diese Aussagen auch bezüglich Real Madrid. Fans haben sich teilweise geärgert. Wie stehen Sie dazu, wenn ein junger Spieler das Herz ein bisschen auf der Zunge trägt, und zeichnet es ihn vielleicht auch aus, dass er dann nach so einem Wirbel direkt antwortet mit so einer Leistung wie gegen Salzburg? I will answer in English. It's easier. Just to. I think I tried to look at it from a little bit from a distance in the beginning, because when you have someone that enters a little bit the storm, it happens. It happens to all of us for the first time. Then I think it's important to just, for me, I look a little bit more at the bigger picture, the context. So what is the 17-year-old Lennart Karl doing every single day? He trains really, really hard, trains well. How many 17-year-old players people are doing that? So he's doing it. He is working extremely hard for the team defensively, not just attacking-wise, but defensively. So his outputs, his physical values, everything he delivers every single day, whether it's training, games, and even in the meetings, is of a very high level. Then he goes and plays the game, and like you say, in Salzburg, he scored 2 goals, 1 assist or something like this, you know. So, okay, he's made maybe a little communication mistake, but this is then the picture for him at 17 is still the right. He still focuses on the right things, in my opinion. He's had a very, very good week in training, and I've been really observing that side of it more. He's done so much to achieve his playing minutes. None of the minutes he got was because he scored a few nice goals in training. He got the minutes and he got the playing time because of his work rate for the team and understanding what he needs to do for the team. And then obviously his quality has been there for everyone to see. So he's done so many things right that actually as a coach, when I look back at it, and on top of it, I have to say something as well. Like I think he spoke to Christoph and Max, and straight away he called Christoph or he called Max, and they sat together and he apologized for what he said. And even that I like. So what I did is maybe to try and be the only person who doesn't talk to him about this, if you understand what I mean. So Max spoke to him, Christoph spoke to him. It was a positive conversation, very mature. He apologized. TikTok speaking, Instagram speaking, Bild-Zeitung speaking, Kicker, whatever. Sky, everyone has an opinion. So I thought I'm going to be the one person who doesn't speak about it. His teammates teased him a little bit. I heard it was fun, So, and I said I'm going to be the one person who doesn't speak to it about him. But if he trains badly, problem with me. If he doesn't play well or if he doesn't play 100%, problem with me. But he did the opposite. He trained really well, played really well, worked really hard, apologized. It's still okay for me. Dann die Hätte er auch auf Deutsch erzählen können. Ja? Also, er hat halt aufgezählt, bla, Sülz, trainiert hat, spielt gut, richtige Einstellung, lernt viel, etc. Was man ja auch sieht, ja. Und er sagt ja auch, dann hat er einen kleinen Fehler gemacht. Haben wir ausgiebig diskutiert, will ich jetzt hier nicht wieder aufmachen, das Fass. Schaut euch gerne die anderen Videos dazu an. Nochmal an dieser Stelle, das ist mir wichtig, das zu erwähnen. Hass, Hetze, Beleidigung, etc. im Internet. Schämt euch. Schämt euch. Einen eigenen Spieler auszupfeifen für sowas, 17-Jährigen, schämt euch. So, ja. Alles andere würde jetzt an dieser Stelle zu weit gehen, dann wird das wieder ein 1,5 Stunden Video. Wie gesagt, schaut euch gerne die anderen Videos an und dann habt ihr meine Meinung dazu. Ja, am Ende des Tages würde ich es erstmal halten wie Winnie. Ja, solange der Junge sportlich liefert, alles für die Mannschaft gibt, sollte der Rest
erstmal egal sein. Schlussfrage von Stefan Kumberger, bitte. Max Manuel Neuer hat gesagt, er möchte erstmal 40 werden und sich dann Gedanken über seine Zukunft machen. Jetzt Katastrophe. habt ihr ja beide gesagt, dass es die optimale Kombination ist aktuell. Seid ihr denn bereit, Manuel die Zeit zu geben? Weil normalerweise wollte er ja eher früher Klarheit. Ich glaube, dass A ist Manuel ein ganz besonderer Spieler, der Wenn er jetzt denselben Spruch macht wie bei Thomas Müller, dann wisst ihr Bescheid, wie es endet. unfassbare Zeit beim FC Bayern gespielt hat und Erfolge gefeiert hat. Dann ist es ein unfassbares Alter, über was wir uns gerade unterhalten. Also er wird im März 40. Ich erinnere mich noch an Buffon. Ich glaube, der war der Letzte irgendwie. Dann gibt es vielleicht noch in Asien einen, der mit 50 noch spielt. Aber dann wird die Zahl der Spieler, die auf diesem Niveau, und wir reden über Champions League, wir reden über Top-Level in Europa und auf der Welt. Ja, man muss aber auch das Top-Level bringen. Ja. Und daran wird er dann gemessen werden. Also zumindest von meiner Seite her. Er hatte in der Hinrunde eine Phase gehabt, da hat er, das war noch nicht immer das war kein Top-Level. Ja. Ich bin immer nicht so der Freund von Statistiken, aber schaut euch gerne mal die Torwart-Statistiken im Kicker an oder die Benotung im Kicker. Guckt mal, wo Manuel Neuer da steht. Schwierig. Er wirkte oft unsicher, unsauber, zu langsam. Hatte dann mal wieder eine Phase, wo es gut war, ja, wo er wieder frischer gewirkt hat, schneller gewirkt hat. So, aber das hält halt nicht mehr an. Ja, das ist nicht mehr dieses, das ist Manuel Neuer, grandioses Level, durchgehend. Nee, Manuel Neuer ist gerade so, wir haben das Level, dann haben wir mal wieder das Level, dann haben wir wieder mal das Level, dann haben wir wieder mal das Level, dann haben wir wieder mal das Level und wir müssen hoffen, dass dieses Level nicht zu lang ist, wie es dann in der Hinrunde 3 Spiele lang war, wo man ihn durchgezogen hat. Das kannst du dir in der Rückrunde, wenn wir dann darüber reden, wir spielen in Champions League K.O.-Spielen, wir spielen im Pokal in K.O.-Spielen, da kannst du dir das nicht erlauben. Ja? Wenn der Manuel Neuer dann da solche Patzer drin hat und du deswegen aus der Champions League ausschaltest oder aus dem DFB-Pokal, ja, vielleicht fängt man dann mal an zu überlegen. Ja? Ich meine, wäre jetzt ja auch nicht das erste Mal. Ein Torwart kann auch Fehler machen, haben wir ja auch schon gesehen bei Manuel Neuer. Aber diese Saison sieht man das schon hart. Ja? Also bei aller Liebe für Erfahrung, auch gerade beim Torwart ist das natürlich super wichtig. Aber nochmal, wir reden jetzt auch über einen Urbich, der ein Jahr lang von beiden alten Säcken profitiert hat und der gezeigt hat, dass er mit dem Druck umgehen kann. Ja? Und der jetzt schon solche Leistungen bringt, wenn er dann mal einfach mal reingeworfen wird. Ja, jetzt stellt euch mal vor, der würde noch richtig Spielpraxis mal bekommen und alle 3 Tage spielen. Ja. Schwierig, ja. Also ich bin kein Freund davon. Ich hoffe, Manuel Neuer kommt zu der Erkenntnis, dass er seine Karriere beendet. Ja. Weil dann beendet er seine Karriere sehr wahrscheinlich noch mit einem Titel. Vielleicht mit 2, mit viel Glück, vielleicht sogar mit 3. Und dann kann er auf einem hohen Level mit 40 abdanken und sagen, jo, das war's, ich habe alles erreicht. Ja. Anstatt dann jetzt den Thomas Müller-Move zu machen. Gut, das wird beim FC Bayern sehr wahrscheinlich dann nicht passieren. Dann irgendwann nur noch Ergänzungsspieler zu sein. Aber dann ist er Stammspieler und bringt Leistungen, die es dann nicht mehr rechtfertigen. Ja, also dann, weiß ich nicht. Also in der Hinrunde habe ich gesagt, mein Gefühl ist, Manuel Neuer beendet seine Karriere. Jetzt hat er ja vor ein paar Tagen wieder irgendwelche Aussagen gedroppt. Da kann man das schon wieder ein bisschen anders sehen. Keine Ahnung. Also erstmal finde ich es schwierig, dass man sagt, ja, wir warten mal bis März. Habe ich ja gerade schon gesagt. Also ich kann Manuel Neuer nur wünschen, Alter, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ja. Jedes Jahr weiter, glaube ich, wird drüber sein. Über diesen Zeitpunkt zu sagen, ey, ich habe den richtigen Punkt zum Absprung erwischt. Ja. Ich verstehe, dass das nicht so ganz einfach ist, wenn man in dieser Welt lebt und dann auf einmal, ja, das war's ja jetzt, Feierabend, so, du stehst nicht mehr im Rampenlicht, so, du bist nicht mehr der Torwart, ja. Aber dieses schleichende immer schlechter werden oder immer nicht mehr konstant sein, boah, das wird dieser überragenden Karriere und dieses überragende Level, was Manuel Neuer hatte, nicht gerecht. Aber ihn jetzt immer noch so hinzustellen, als wäre er immer noch dieser Weltklasse-Torwart, das ist er nicht mehr. Das hat er diese Saison gezeigt. Und ich weiß nicht, wo ich mich das letzte Mal daran erinnere, wo ich sage, wow, Manuel Neuer, das war mal wieder eine Weltklasse-Parade oder sowas. Ja, was Außergewöhnliches. Nee, das ist ein gutes Niveau, ja.
wenn er auf gutem Level ist, hat er ein gutes Niveau. Aber das war's auch. Ja. Und das rechtfertigt natürlich auch nicht das Finanzielle, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, das ist mit Sicherheit keine Torwartleistung mehr, der man 20 Millionen im Jahr in den Arsch schieben muss. Das ist schon außergewöhnlich. Und deswegen glaube ich, ist es auch gegeben, die Zeit, sowohl von ihm als auch von uns, sich irgendwann hinzusetzen und beide Positionen auszutauschen. Deswegen, die Zeit ist da und die Zeit muss man sich auch geben, weil in so einem Alter, glaube ich, da kann man eben jetzt nicht mehr perspektivisch mit solchen Spielern reden, sondern da schaut man auch ein bisschen kürzer und sagt, okay, wie fühlst du dich denn eigentlich nach so einer Saison? Bist du überhaupt noch oder hast du überhaupt noch diese Energie und alles? Wir haben davon gesprochen, optimal ist das, was wir jetzt haben mit dieser Konstellation und dann wird man in Ruhe sich hinsetzen und drüber reden, aber jetzt soll er erstmal in dieses neue Alter, Ära einsteigen. Dann vielen Dank, Winnie, Max. Ja, halte ich für fahrlässig, habe ich jetzt schon gesagt, mehrfach. Ich meine, ja, wenn man wirklich zu 110% von Jonas Obich überzeugt ist, ja, und ihm zutraut, dann auch kurzzeitig diesen Switch zu machen, dann könnte ich diese Gelassenheit vielleicht verstehen. Ja, vielleicht ist das so, ne? Aber dann ist es am Ende scheißegal, wenn Manuel Neuer sagt im März, im April, jo, alles klar, das war's. Dann sagst du halt, ja, alles klar, Jonas, du bist jetzt Nummer 1 und du verpflichtest eine Nummer 2 oder vielleicht sogar noch eine Nummer 3, weil Ulle wird ja sehr wahrscheinlich auch aufhören. Oder du holst einen Daniel Perez zurück, ja, der dann die Nummer 2 ist vielleicht. Ja, vielleicht ist das der Punkt, warum man so relaxed ist und das so angeht. Ja. Es wäre zu wünschen. Ja. Danke euch, warm anziehen Danke. morgen. Bis dahin, servus. Ciao, servus. Servus. Servus, servus. Leute, ich freue mich aufs Spiel morgen. Wir wünschen uns alle ein gutes Spiel mit einem guten Ergebnis. Bin gespannt, Manuel Neuer, wie er wirkt. Ja, ich weiß nicht, wie viel Training er jetzt hatte und so weiter. Wird interessant zu sehen sein. Und ja, wir drücken natürlich die Daumen, dass alles gut geht. Ich habe 13:0 getippt. Ich hoffe, dass die 0 wird stehen und dann schauen wir mal. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende. Tschüssikowski. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.